Herzlich willkommen bei unserem Gottesdienst in der Stube. Es ist wirklich schön, dass wir nochmal einen Online-Gottesdienst zusammen feiern können. Aber bevor wir mit dem Gottesdienst weiterfahren, ich würde mich bei euch herzlich bedanken für eure wunderschönen Bilder, die ihr letzte Woche uns geschickt habt. Die Idee von den Bildern oder Zeugnis oder eure Gebet ist, dass wir doch ein Stück Gemeinschaft und Verbindung miteinander behalten und miteinander in dieser Verbindung bleiben. Ich bitte euch, weiter eure Bilder uns schicken und wir zeigen das in unserem Gottesdienst live und wir haben das auf unserer Website. Und die Hoffnung ist, dass dadurch kann man mehr Verbindung zusammen haben. Da ist ein kleiner Einblick in die Bilder, die ihr uns letzte Woche geschickt habt. Gottesdienst mit einem genialen Gastprediger. Wir haben lange den Gottesdienst vorbereitet und ich freue mich extrem auf die Botschaft und das, was Gott für uns heute vorbereitet hat. Heute wir dürfen von unserem Gastprediger Christoph Münch hören. So schön, dass du da bist. Danke, dass du gekommen bist. Danke für die Einladung. Wie wir haben gesagt, wir haben die Gottesdienst schon lange, letztes Jahr, geplant und organisiert. Und ja, genau. Und danke, dass wir das halt nicht als Gottesdienst, aber online können wir miteinander feiern und gestalten. Für diejenigen, die Christoph kennen, ich glaube, viele von unserer Gemeinde kennen den Christoph Münch, aber diejenigen, die ihn nicht kennen, er ist ein Pfarrer in einer reformierten Kirche im Mellingen, Fislisbach. Christoph, du bist geheiratet seit 36 Jahren. Fast 37. Fast 37. Genau. Hast 3 erwachsene Kinder und 3 Schwiegerkinder, hast du gesagt? Ja. Und 3 Enkelkinder. Ja, Enkelinnen. Genau. Enkelinnen, ja. Wie geht es euch mit dem? Könnt ihr Familienzeit geniessen miteinander? Ja, wir können halt einfach online. Unsere Tochter und ihre Mann mit der kleinen Tochter Ella, die sind in Holland daheim und dort können wir skypen oder FaceTime oder was halt möglich ist. Das ist sehr schön und auch wirklich, wenn man das mit früher vergleicht, wirklich eine tolle Möglichkeit. Und das Gleiche ist mit unserem Sohn und seiner Frau und den 2 Mädchen, die in Bülach wohnen. Schön. Da haben wir auch keinen körperlichen Kontakt, so physische Nähe. Ja. Und auch mit dem Silas und der Tabea, die in Bruck wohnen, ein bisschen näher. Dort können wir uns schon noch ganz sorgfältig mit Abstand treffen. So gut. Schön, dass du die Familie zum Teil in der Nähe hast, aber einfach, dass du kannst auch jetzt mit Skype und mit Technology in Verbindung bleiben mit Familie in Genau. Holland. Genau. Christoph, du bist nicht nur ein Pfarrer in der reformierten Kirche, sondern du bist auch Präsident von Marriage Week Schweiz. Du bist Lehrbeauftragter für Eheseelsorge an der STH Basel. Und du bist auch Präsident der interkonfessionellen Ehe- und Paarberatung in Baden. Du hast Doktorarbeit gemacht im Bereich Ehe. Du bist auch als Seelsorger tätig. Wieso hat das Thema dich interessiert? Das geht sehr lang zurück. Es hat natürlich einerseits einen biografischen Hintergrund, dass meine Eltern auseinander sind und wo wir Teenager waren. Ich habe einen Zwillingsbruder, darum sage ich immer gerade mir. Sieht übrigens genau gleich aus. Und das hat uns schon sehr nachhaltig geprägt. Zuerst ist es, wo die Eltern auseinander sind, wie eine bisschen eine Erleichterung von der Atmosphäre her, aber dann mit den Jahren auch ins Erwachsenenwerden reingekommen, ist das auch wirklich eine grosse Herausforderung gewesen. Und dann vor allem, als ich dann selber geheiratet habe, ist das eine grosse Frage gewesen, kann ich das überhaupt? Bin ich in der Lage, eine Ehe zu führen, treu zu bleiben und so. Das war für mich eine grosse Frage. Und der Wunsch war schon, eben, dass die Ehe gelingt. Und da habe ich auch viel Hilfe in Anspruch genommen.
Und das ist aber immer dann so wie ein Herzensanliegen geworden. Und das ist dann halt, als Pfarrer kann man das nicht ideal, kann man Ehepaare unterstützen. Und ich liebe Trauungen und Ehevorbereitungen. Und das ist nie vorbeigegangen, bis jetzt nicht. Christoph, du hast so viele Erfahrungen in diesem Bereich, als Pfarrer, als Seelsorger, als Berater. In deiner Meinung nach, was ist die grösste Herausforderung in einer Beziehung? Ich denke, es sind wahrscheinlich wie zwei Sachen. Das eine ist, das klingt vielleicht eigenartig, wichtig ist in einer Beziehung, ich rede jetzt von einer Ehebeziehung, dass man einander nicht überfordert. Also gerade mit dem romantischen Liebesideal, wo in vielen Filmen so quasi zelebriert wird, gibt einem die Idee, jetzt heirate ich die Frau meiner Träume und die wird mir alle meine Wünsche erfüllen und dann kann es nur Enttäuschungen geben. Und das Gegenteil stimmt nicht auch von Seite der Frau, Traummann und so. Und das heisst, dass man da auch wirklich vorsichtig umgeht mit den eigenen Erwartungen, mit den Forderungen, auch den gedanklichen Wünschen und so, die man an den anderen hat, wo, wenn zwei heiraten, heiraten zwei Sünder miteinander. Und das ist einfach so. Das ist ein Teil von der Wirklichkeit. Und das Zweite, was eine Herausforderung ist das, dass man den Ehepartner wirklich als das wahrnimmt, was er ist. Und lässt so gelten. Also, dass man nicht an ihm umschrauben, sondern dass man ihn wahrnimmt, auch die andere Sicht, das ganz andere von ihm lässt gelten. Das ist, glaube ich, die grösste Herausforderung. Und die wird nicht kleiner, je länger das man geheiratet ist. Du hast es sehr schön gesagt. Man realistisch bleiben und die Realität wahrnehmen. Ja. Und richtige Erwartungen voneinander haben. Wir haben viele Zuschauer heute, die aber nicht geheiratet sind, sind Singles. Vielleicht suchen nach einem Partner. Was ist dein Tipp von unseren Zuschauern heute, die nicht in einer Beziehung sind? Also wenn gerade so direkt fragt, heiraten. Aber ich weiss, das ist nicht so einfach. Es ist nicht so, dass wir Menschen, das sagt ja die Bibel, Gott hat die Welt geschaffen, wunderbar, alles ist gut, alles ist sehr gut, was der Mensch sogar geschaffen ist. Und dann plötzlich kommt Gott mit dem Urteil, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und von dem her denke ich auch, dass gerade Singles genau gleich wie Ehepartner auf Beziehungen angewiesen sind. Und es ist auch nicht so, dass jemand, der geheiratet ist, wegen dem jetzt nicht mehr einsam ist. Es gibt Ehepaare, die sind in der Ehe extrem einsam. Und da denke ich, ist das quasi für Ehepaare und für Singles gleich. Beziehungen pflegen, eigentlich ganz à la Corona-Krise, anrufen, Beziehungen pflegen, sich öffnen, sich zeigen, wie man ist. Und so ist extrem wichtig. Und das denke ich, da sind Single und Ehepaar fast gleich. Ja. Danke vielmals. Singles, pflegt Beziehungen. Bleibt nicht allein. Und das ist es auch so. Die Bibel spricht nicht von Isolation und von Alleinsein, sondern spricht von Beziehungen und Gemeinschaft. Genau. Dein Thema lautet heute Hilfen für Beziehungen in schwierigen Zeiten. Und das ist nicht nur von den Ehepartner oder Leute, die in der Ehe sind, sondern alle Beziehungen mit Eltern oder Schussbeziehungen, wo Beziehungen sind nie einfach. Ja, genau. Und es gibt gute und schlechte Zeiten. Und ich freue mich zu hören, was für Hilfe, was für Tipps wirst du uns geben. Beziehungen pflegen in schwierigen Zeiten. Nicht aufgeben, sondern dranbleiben. Ich freue mich extrem auf deine Predigt. Darf ich noch kurz beten, bevor du anfängst? Ja, himmlischer Vater, danke, dass du bist, der Dreieinigkeit, der Schöpfer von der Beziehung, der Schöpfer von Gemeinschaft. Und danke, dass wir dürfen Beziehung und Gemeinschaft mit dir zusammen in allererster Linie leben. Aber auch durch deine Kraft und durch deine Herrlichkeit Beziehungen, eine gesunde Beziehung miteinander erleben. Ich bitte, dass du den Christoph segnest, der Heilige Geist, dass du durch ihn mit uns sprichst,
Danke, dass du ihn nutzt, um deine Botschaft uns weiterzugeben. Danke für das, deine Gegenwart gerade jetzt da ist. Und danke für das, was du auf den Christoph sein Herz gelegt hast. Ich bitte, dass du gerade jetzt unser Herz und das Zuschauerherz öffnest, unsere Gedanken, dass du unser Herz weich machst, um deine Botschaft zu warnen, annehmen und akzeptieren, was du für uns heute vorbereitet hast. Amen. Amen. Ja, wir hören jetzt von dir, Christoph. Danke. Merci. Ja, gern. Nochmal vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe mich gefreut, hier im Kreuzpunkt eine Predigt zu halten über ein Thema, das mir wirklich sehr am Herzen liegt. Liebe Mitchristen, in diesen verletzlichen Zeiten kommen auch viele Beziehungen der Familie, in der Ehe, aber auch in Kameradschaft und Freundschaften unter einer Belastungsprobe. Wir haben immer wieder gehört am Fernsehen, Homeschooling, Homeoffice, dann aber auch verbunden Ungewissheit und auch Angst. Wie wird das noch? Was macht das mit uns? Das alles spielt eine Rolle, auch in unseren Beziehungen. Und wenn dann noch angestaute Beziehungsprobleme vorhanden sind, dann werden die in dieser Zeit von der Isolation, vom Rückzug noch extra befeuert. Für gewisse bedeutet aber die Zeit auch Positives. Die schon seit vielen Jahren herbeigewünschte Entschleunigung hat jetzt stattgefunden. Mehr Zeit haben, Muße, sogar eine heitere Gelassenheit. Man kann endlich das machen, was man schon lange mal machen wollte. Eine ältere Frau hat mir erzählt, sie können jetzt endlich einmal Lego spielen. Etwas, was sie so seit Jahren wieder einmal machen wollte. Ich habe mich herzlich mit ihr gefreut. Na, wie läuft dein Homeoffice-Tag? Staffel 5, Folge 5 oder Staffel 3, Folge 5 ist dort die Antwort. Es kann also auch eine lustige Dimension haben. Nur stressig wird es, wenn dann der Mann aus dem Schlafzimmer ein Homeoffice gemacht hat und dann die Frau sich eben in diesem Schlafzimmer nach der Dusche anziehen will, während der Mann eben an einem Meeting ist. Da muss man aufpassen. Wie können wir in so für Beziehungen stressige Momente gut miteinander umgehen und gut mit uns selber umgehen? Die Bibel ist erstaunlich realistisch, auch in dieser Hinsicht. Im Prophet Jeremia Kapitel 17 lesen wir den Satz: Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding, wer kann es ergründen? Ein Professor von mir hat damals gesagt zu diesem Vers: Trotzig und verzagt, das ist ja eine unmögliche Kombination. Aber so sind wir Menschen. Da ist auf der einen Seite Trotz, Widerstand, nicht wollen sich verändern, wollen festhalten an dem, was wir gewohnt sind. Und auf der anderen Seite Mutlosigkeit, Verzagtheit, keine Kraft haben, für etwas überhaupt zu verändern. In Sprüche 4 lesen wir: Vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Wenn wir von belasteten, gestressten Beziehungen reden, dann müssen wir sagen, dass wir selber zuallererst und vor allem in der Verantwortung stehen, mit uns selber umzugehen. Das hat noch gar nicht viel mit dem Gegenüber zu tun, der einem vermeintlich ja stresst. Wer schon länger verheiratet ist, weiss auch, ich kann den anderen nicht verändern. Es gibt immer wieder Ehepaare, die das ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte sogar versuchen und dann müssen resignieren und sagen, nein, eigentlich kann ich nur
mich selber verändern. Und wenn es hier in einem Vers heißt, vor allem aber behüte dein Herz, dann sind nach jüdischem Verständnis mit Herz eben nicht vor allem Gefühl gemeint, sondern es ist mit Herz unser Zentrum gemeint. Das, was uns ausmacht, unsere Grundüberzeugungen, unsere Gedanken vor allem auch, unsere Ansichten. Mit was tun wir uns beschäftigen? Über was denke ich nach? Über was tue ich fantasieren? Welche Wünsche tue ich in mir nähren? Schaue ich zum Beispiel jetzt hier ständig Corona-News und gehe jede Bewegung innerlich mit und setze mich auch dieser Belastung aus? Oder finde ich eine Balance zwischen dem, was ich wissen will, einfach damit ich es weiss, und aber auch dem, was mir gut tut, wo mir dann auch als Gegenüber wertvoll und gewinnbringend sein. Wir haben für unsere Ehe, der Cornelia und mir, haben wir uns ein Bibelwort ausgesucht damals, das immer noch sehr ansprechend ist für auch heutige Situationen. Wir finden es im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 15. Da sagt der Paulus: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Das ist wie eine ganze Ehetherapie, wie ein ganzes Eheseminar in einem Satz zusammengefasst. Wir sollen wahrhaftig sein, echt sein. Wir Menschen sind grundsätzlich ja eben nicht perfekt. Wir sind Sünder, zwar gerechtfertigt, aber immer noch und immer wieder vergebungsbedürftig. Und so sollen wir zu dieser Unvollkommenheit innerlich stehen. Und es ist halt so, der Ehepartner ist der, der am ehesten meine Macken mitbekommt und unter diesen Macken leidet. Ich soll wahrhaftig sein vor mir selber, vor Gott und vor meinem Ehepartner. Nicht etwas vormachen. Aber auch in der Liebe darf ich wachsen. Mit Liebe wird heute vor allem ein Gefühl verstanden. Oder unter Liebe wird ein Gefühl verstanden. Und nach biblischem Maßstab ist das nicht so. Liebe ist vielmehr eine innere Einstellung. Liebe hat mit Hingabe zu tun. Das sind nicht nur ein Gefühl, sondern das ist eine Einstellung, eine Haltung, die auch mit entsprechenden Taten verknüpft ist. Ich darf wachsen im Wahrhaftigwerden und in der Liebe, diesen kleinen, mittleren und auch grossen Zeichen, die ich setze in einer Beziehung, wo die Beziehung dann auch wachsen kann, miteinander. Und die Beziehung hat auch ein Ziel in ihrem Wachstum, dass wir Christus ähnlicher werden. Ein lustiger Tweet habe ich gelesen, jetzt in den Corona-Zeiten. Wahrscheinlich ist das Berndeutsch. Kein Sport mehr im Fernsehen. Ich habe gestern mit meiner Frau ein bisschen geplaudert. Scheint noch eine nette zu sein. Jedem, der ich das schon erzählt habe, musste schmunzeln. Und es zeigt so deutlich, wie eben in einer Beziehung, in jeder Beziehung, Kommunikation von extrem grosser Bedeutung ist. Nur, eigentlich ist es überhaupt nicht wichtig, was wir sagen. Kommuniziert ist nur das, was der andere gehört und verstanden hat. Darum war das so ein erster Tipp, dass wenn wir miteinander reden, dass wir vor allem einander zuhören. Nicht gerade unterbrechen, nicht gerade den anderen Satz fertig machen oder nicht gerade innerlich überlegen, was antworte ich jetzt darauf,
sondern dass ich versuche, den anderen zu verstehen, auch in dem ganz anderen. Hat mal jemand gesagt, eine Ehe bedeutet, daheim zu sein bei einem Fremden. Und das ist ein tiefe Wort. Zuhören, wie der andere sieht und wie er denkt, das ist eine ganz grosse Kunst. Und ihm dann auch zu verstehen geben, dass man ihn verstanden hat. Das ist eines der schönsten Gefühle. Denn Menschen wollen vor allem verstanden werden. Gerade in ihrer Kompliziertheit und Vielschichtigkeit tut es so gut, wenn einem jemand versteht und ernst nimmt. Da braucht es nicht einmal unbedingt, dass der andere mit mir einverstanden ist. Eine weitere Herausforderung in einer Beziehung oder in eben allen Beziehungen ist, das Gleichgewicht zu finden zwischen Nähe und Distanz. Ich habe immer wieder gestaunt, wenn Menschen, Paar zu mir in eine Beratung kommen, ist es sehr oft so gewesen, dass sie mir gesagt haben, sie können nicht mehr reden miteinander, sie streiten nur noch oder sie kommen einfach nicht weiter in ihrer Beziehung und beide haben wie mehr Nähe wollen haben. Und nach längerem Reden haben wir aber dann gemerkt, es geht eigentlich auch darum, dass sie Distanzen zwischeneinander gelten. Es ist wie eine Handorgel. Es geht nicht darum, dass man in einer Beziehung eine fixe Nähe oder eine fixe Distanz wie festschrauben, sondern dass das flexibel ist. Je besser man Nähe und Distanz variieren in einer Beziehung, und das kann manchmal ja von einer Sekunde auf die andere wechseln, desto gewinnbringender ist es. Das muss gut geölt sein und geschmiert sein. Und bei einer Handorgel ist es ja so, dass wenn dann da man hin und her zieht, dann gibt es die echten Töne. Erst dann sind die überhaupt möglich. Dann spielt die Musik. Nähe und Distanz, das hat 4 Dimensionen. Die eine Dimension ist die emotionale. Da geht es um meine Gefühle, um meine Empfindungen, auch ein Stück weit um meine Gedankenwelt. Was passiert mit mir, wenn ich an mein Gegenüber denke? Habe ich denn Angst oder habe ich Vorfreude oder ist mir unwohl? Dass man dort kleine Zeichen setzt. Oft sind es ja die kleinsten Zeichen, die sehr viel ausmachen. Ich weiss, dass meine Frau mir manchmal, wenn sie ins Ausland geht, was sie ein paar Mal macht pro Jahr, legt sie mir, bevor sie dann geht, noch ein kleines Zettel mit einem lieben Spruch aufs Kopfkissen, dass wenn ich dann allein dort ins Bett gehe, ich noch einen Gruß von ihr habe. Das tut wohl. Dann gibt es auch eine geistige Dimension. Dass wir miteinander Ideen austauschen und auch hier gut einander zuhören. Auch Ideen austauschen, die vielleicht noch nicht ausgegoren sind, wo man einfach mal daran herumdenkt. Vielen Menschen geht es so, ich glaube, es ist vor allem Frauen, wo es so geht, dass sie ihre Meinungen auch erst beim Reden, beim Formulieren bilden. Und es ist spannend, einander zuzuhören und Anteil zu nehmen und so auch einen geistigen Austausch zu pflegen. Und dann, ganz enorm wichtig, Umarmungen, die körperliche Dimension. Natürlich ist Sex sehr wichtig in einer Ehe, aber, oder man sagen nicht aber, sondern und, Umarmungen, die Hand heben, streicheln, küssen, all das stärkt auch unser Immunsystem nebenbei und das ist in diesen Zeiten ja sehr wichtig, aber sie sind auch Ausdruck von Zugewandtheit und von du bedeutest mir etwas, ich lasse mich auf dich ein, ich will dir Halt geben und dir wohl tun. Die 4. Dimension, die geistliche.
die ist vielleicht für manche auch eine Herausforderung. Ich würde einfach beliebt machen, dass man auch in einer Beziehung, in einer Ehe, doch vielleicht in einem Ritual miteinander betet. Das kann sein, dass man am Morgen zusammen die Losungen liest oder sonst ein Bibelwort und dann miteinander betet. Wir beten praktisch jeden Tag für unsere Kinder und Enkelkinder und das ist ein grosses Vorrecht, auch ein Bedürfnis von uns. Und dann, warum nicht, miteinander gelegentlich das Abendmahl feiern. Das kann man ganz einfach. Ein bisschen Brot parat machen, Wein, Traubensaft, dann miteinander beten, dass der Heilige Geist dabei ist und die Einsetzungswort aus 1. Korinther 11 lesen und dann die innige Gemeinschaft miteinander und mit Jesus feiern und so gestärkt werden von innen her im Glauben, eben in der geistlichen Dimension von der Nähe. Gehen wir einen Schritt weiter. Was ist, wenn es Probleme gibt in einer Beziehung? Wenn man nicht mehr recht weiterkommt? Jesus ist auch das sehr bekannt gewesen. Er ist ja mit 12 Jüngern umeinander gezogen damals. Er ist in einer Familie aufgewachsen. Er hat gewusst, was für Probleme können entstehen. Und da sagt er in der Bergpredigt: Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Auge deines Mitmenschen, aber den Balken in deinem eigenen Auge bemerkst du nicht? Wie kannst du zu ihm sagen, komm her, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei hast du selbst einen Balken im Auge? Ich glaube, das Wort spricht schon für sich selber. Es ist halt eben sehr menschlich, dass man den Splitter im Auge vom anderen viel schneller wahrnehmen als unsere eigenen Balken. Vergessen wir aber nicht, dass, wenn wir zu lange auf den Splitter im Auge vom anderen schauen, der einfach nur wächst und wir werden wie fixiert auf die Fehler, die der andere macht, und wir erwarten fast, dass dann wieder ein Fehler kommt und wir werden nichts dagegen machen können, außer dass wir dann eben ihm einen Vorwurf machen. Das wäre jetzt der nächste Tipp, sogenannte VW-Regeln. V steht für Vorwurf, W steht für den Wunsch. Und das kann man sich vielleicht gut merken, wenn man es eben VW-Regeln nennt. Wenn man zum Beispiel heimkommt, ich sage jetzt mal traditionell, vielleicht kommt der Mann heim zum Mittagessen und sagt: Ach, bist schon wieder nicht fertig mit dem Mittag? Weisst, ich sollte doch jetzt essen und du bist immer noch am Kochen und Spaghetti sind noch nicht gar. So kann man einen Vorwurf adressieren und es wird garantiert so sein, dass deine Frau dir wird erklären, warum dass sie noch nicht so weit ist und was sie noch alles auch noch gemacht hat und welche Telefon sie hat noch erledigen oder entgegennehmen, warum das eben das jetzt nicht so weit ist. Aus dem Vorwurf jetzt einen Wunsch machen, der bedeutet, dann in einem stillen Moment einmal sagen: Du, ich hätte einen grossen Wunsch. Könnte man nicht schauen, dass wir am 11:15 oder wenn auch immer könnten zum Mittagessen? Weisst, dann hätte ich noch einen besseren Mittag, einen längeren Mittag. Wir hätten noch ein bisschen Zeit füreinander und das würde uns doch beiden gut tun. Auf einer bisschen tieferen Ebene schauen wir das Bild mal an von dem Eisberg. Da sind 20% sichtbar über dem Wasser und 80% sind unter dem Wasser, unsichtbar. Wenn ein Problem auftaucht in einer Beziehung, dann sieht man nur das vorgestellte Problem, aber das Problem hat eben auch den 80%igen Unterwasseranteil, den man unbedingt beachten muss. Der Alfred Adler, ein österreichischer
ursprünglich jüdischen, dem protestantischen Arzt und Psychotherapeut im letzten Jahrhundert, der hat herausgefunden und formuliert, dass wir Menschen zwei ganz große Grundbedürfnisse haben. Nämlich das Bedürfnis nach Sicherheit und das Bedürfnis nach Bedeutung. Als Christen würde man sagen, ja, genau. Sicherheit gibt uns Gott. Bedeutung gibt uns Gott. Und das stimmt auch. Wenn wir in unserer Identität sicher sind als Kinder von Gott, als Menschen, wo Gott angenommen hat, dann haben wir das Gefühl von Sicherheit. Wenn wir es angenommen haben, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, für mich, für jeden Einzelnen von uns, dann gibt uns das eine riesengroße Bedeutung in den Augen von Gott. Und so dürfen wir das auch auf uns übertragen und dafür dankbar sein. Die Ehe ist aber Gottes Werkzeug, um uns die Sicherheit und Bedeutung auch noch auf eine andere Art zu schenken. Nämlich durch unsere Ehepartner. Wenn wir in der Ehe uns sicher fühlen, dann bedeutet das, dass beide Partner einen gleichwertigen Platz in der Beziehung haben und so ein Gefühl von der Zusammengehörigkeit entwickeln. Wenn das Gefühl von der Bedeutung nicht gestillt ist, dann sind wir leicht versucht, für unseren Platz zu kämpfen und unsere Bedeutung einzufordern. In vielen Fällen sind in den 80% Unterwasser die Fragen im Vordergrund: Bist du wirklich für mich da? Kann ich mich auf dich verlassen? Das war Sicherheit. Und die andere Frage: Bin ich denn eigentlich noch für dich wichtig? Und akzeptierst du mich so, wie ich bin? Wenn die beiden Grundbedürfnisse gestillt sind in einer Beziehung, dann entwickelt sich eine Verbundenheit und ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Dann heisst das, wir zwei gegen den Rest der Welt. Interessanterweise sind dann die sachlichen Probleme, die sich ja zuerst zeigen, die lassen sich dann durch einen guten Kompromiss ziemlich schnell lösen. Ein weiterer Gedanke. Der Marshall Rosenberg, er ist vor 5 Jahren gestorben, hat das Konzept von der gewaltfreien Kommunikation entwickelt. Und er sagt, immer wieder habe ich die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, wo Leute anfangen, über das zu sprechen, was sie brauchen, statt darüber, was mit dem anderen nicht stimmt, die Wahrscheinlichkeit, einen Weg zur Erfüllung aller Bedürfnisse zu finden, dramatisch steigt. Wie schnell sind wir dran, in Beziehungen, wenn sie dann auch schon lang dauern, aneinander wollen, umeinander zu pflücken. Das zu sehen, was nicht gut ist, was immer noch nicht gut ist, was eben mit dem anderen immer noch nicht stimmt, obwohl wir es ihm doch schon 100.000 Mal gesagt haben, vielleicht sogar unter die Nase gerieben haben, vielleicht sogar schriftlich formuliert haben. Wichtiger wäre es, dass man hier von den eigenen Bedürfnissen redet. Einander zu fragen, was brauchst du? Was brauchst du von mir? Und darf ich dir auch sagen, was ich brauche von dir? Der Marshall Rosenberg hat eine
ganz eine einfache 4-Schritt-Weg vorgeschlagen, den ich hier gerne auch weitergebe. Im Moment, wo ein Paar im Konflikt ist und wo quasi die Wellen hoch zu und her gehen, muss man dann schon zuerst einmal einfach durchschnaufen. Und sich vielleicht dann auch einen Moment distanzieren, vielleicht einmal um den Block laufen, um dann wieder zusammenzukommen und sich wie auch Gedanken zu klären. Weil, wenn man sehr aufgeregt ist, dann kann man nicht mehr klar denken, das geht allen Menschen so. Der Marshall Rosenberg tut 4 Schritte vorschlagen. Wenn man dann sich beruhigt hat, wenn man dann wieder parat ist zu hören und der Austausch kann anfangen. Der erste Schritt: Ich beobachte und beschreibe das, was ich jetzt erlebt habe. Ich beschreibe das natürlich aus meiner Sicht, aber ohne irgendetwas zu bewerten. Einfach so, wie ich es sehe. Im Idealfall tut es gegenüber denn das, was es jetzt gehört hat, an Beobachtung, eben bei dem ersten Schritt, wiederholen, so dass ich weiß, dass es angekommen ist. Ein zweiter Schritt, und das sollte man gut voneinander trennen: Ich tue meine Gefühle wahrnehmen, die die Situation in mir ausgelöst hat. Die Gefühle sollte ich, wenn es geht, benennen, zum Ausdruck bringen. Wenn das auch schwierige Gefühle sind, unangenehme Gefühle, dass ich sie wie beschreiben kann. Ein dritter Schritt wäre dann, dass ich jetzt aufgrund von der beobachteten Situation oder erlebten Situation, verbunden mit den Gefühlen, die das in mir ausgelöst hat, dass ich ein Bedürfnis äußere. Was für ein Bedürfnis habe ich jetzt in dieser aktuellen Situation, wo zu kurz kommt? Will ich verstanden werden? Brauche ich Wertschätzung? Brauche ich Klarheit? Will ich einbezogen werden? Das kann eine ganze Palette von verschiedenen Bedürfnissen sein. Je besser ich die äußern und zum Ausdruck bringen, desto hilfreicher ist es dann auch für den 4. Schritt. Dass ich nämlich ein Bitte äußere. Auf der Grundlage von diesen Bedürfnissen, dass ich eine klare und erfüllbare Bitte äußere. Das kann ein Handlungsbitte sein oder auch ein Beziehungsbitte. Meine Frau hat schon mehr als einmal gesagt, wo wir irgend über etwas geredet haben, ein Problem besprochen haben, wie es ihr geht oder so, hat sie dann einfach gesagt: Weisst du was, nimm mich doch einfach in den Arm. Ich wäre selber nicht auf die Idee gekommen. Ich habe da an diesem Problem umeinander studiert und ich habe nach Lösungen gesucht. Dabei ist ihre Bitte ganz einfach gewesen und von mir her natürlich sehr gern auch erfüllt worden. Und dort ist es wichtig, dass man voneinander weiss, was wünsche ich jetzt, was brauche ich jetzt. Ich möchte ein anderes Beispiel nennen. Ich schaue sehr gerne zu oben als Netflix schauen. Und dann schaue ich so eine Folge, vielleicht auch 2 Folgen, und meine Frau will aber gerne noch einen Tee trinken mit mir. Und dann kommt sie zu mir vor der Fernseher, merkt, dass ich da ganz angespannt und freudig die Folge schaue. Ich sage jetzt nicht, welche Folge. Und dann ist sie schon enttäuscht, weil ich jetzt ihr keine Aufmerksamkeit schenke, weil sie würde gerne einen Tee trinken. Aber da hat uns genau die 4 Schritte haben uns geholfen. Wir können austauschen darüber, was es mir bedeutet, für so eine Folge zu schauen, um mich einfach abzuschlafen und zu entspannen. Und was es ihr bedeutet, dann halt mit mir zusammen einen Tee zu trinken und den Tag noch zu besprechen, der war, und auszutauschen. Und in diesem Gespräch haben wir dann sehr gut einen Kompromiss finden und einen Weg, der für uns stimmt, einschlagen. Ein nächster Gedanke. Die Bibel sagt im Epheserbrief: Der Mann liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber respektiere ihren Mann. Das ist für mich
quasi wie ein Schlüsselvers für Ehebeziehungen. Ich glaube, wenn man Männer und Frauen wählen, was sie wollen, wenn sie entscheiden zwischen Respekt und Liebe, dann würden wahrscheinlich 80% der Männer sich wünschen, dass ihre Frauen sie respektieren. Und 80% der Frauen würden wünschen, dass ihre Männer sie lieben. Das ist ein grosses Geheimnis. Der Emerson Eggerichs mit seiner Frau zusammen hat hier sogar ein dickes Buch darüber geschrieben. Aber die wir uns doch da vor Augen führen, dass unsere Bedürfnisse diesbezüglich unterschiedlich können sein. Und vergessen wir nicht das, was Freunde von uns jedem Paar an der Hochzeit ins Ohr flüstern. Liebe Frau, die Mann braucht mehr Respekt, als er je verdient. Und lieber Mann, deine Frau braucht mehr Liebe, als sie je verdient. Das ist das, dass wir eigentlich mehr brauchen, als wir verdienen. Das ist wie bei der Gnade, wie bei der Liebe von Gott. Die bekommen wir geschenkt und da werden wir von dieser Liebe erfüllt und so wird unser Liebestank aufgefüllt und wir können aus dem Ja von Gott zu uns auch schöpfen fürs Ja für unsere Nächsten. Unsere Tochter, die mit ihrem Mann und der kleinen Ella in Holland. Und in Holland gibt es sogenannte Brücken, die wir kennen als holländische Brücken, weil die sehr speziell sind. Da lässt man auf der einen Seite ein Brückenteil offen und dann können gewisse Schiffe schon durchfahren, ohne dass man die anderen muss aufziehen muss. Wenn man hier jetzt sagt, das ist wie ein Sinnbild für eine Beziehung, sagen wir jetzt hier für einen Mann und hier für eine Frau, dann kann es natürlich vorkommen, dass beide ihre Brückenköpfe aufgezogen haben, dass Spannungen existieren, Kommunikation zusammengebrochen ist und dass sie eigentlich einander nichts mehr zu sagen haben. Aber dann hoffentlich kommt der Moment, wo der eine wieder versucht, zaghaft sein Brückenteil runterzulassen und zu schauen, wie das Wetter ist und vielleicht ein bisschen weiter runterkommen lassen und der andere dann antwortet mit dem, dass er auch Blickkontakt sucht und so sein Brückenteil runterlässt, bis es dann wieder so ist, dass beide können ihre Brückenteile ganz drunter lassen, können miteinander wahrhaft und in Liebe umgehen. Es kann auch sein, dass wir in Beziehungen einfach nicht mehr weiterkommen. Untersuchungen haben gezeigt, dass Ehepaare im Schnitt dann in eine Beratung gehen, wenn sie 6 Jahre lang versucht haben, selber mit ihren Schwierigkeiten fertig zu werden. Dabei ist doch so, dass es ein Zeichen von grosser Reife ist, wenn Menschen sich rechtzeitig Hilfe holen. Und das gilt auch für Ehepaare. Ich weiß, wir Menschen sind trotzig und verzagt, aber es gehört zur Reife, dass wir sagen, jetzt kommen wir nicht mehr weiter, jetzt brauchen wir Hilfe von außen. Ich will darum hinweisen auf ein tolles Angebot von der IEB, interkonfessionelle Eheberatung von Baden, wo das Team dort sich bereit erklärt, besonders auch in dieser Zeit, gratis Coaching anzubieten. Das geht dann über Telefon oder auch über Videokonferenz. 2 Sitzungen sind gratis und so kann es eine grosse Hilfe sein, wenn man diese Hilfe in Anspruch nimmt. Oder auch Paarlife, das ist
eine Organisation von der Uni Zürich, wo der Professor Guy Bodenmann leitet. Die bieten ebenfalls so Gratis-Beratungen und Coaching an. Ich würde Sie ermutigen, wenn Sie an dem Punkt sind, wo Sie Hilfe brauchen, hier nicht zu zögern und die Angebote in Anspruch zu nehmen. Liebe Mitchristen, vergessen wir nicht, dass wir in all unseren Bemühungen um unsere Beziehungen, dass wir sorgfältig mit uns selber umgehen, dass wir den anderen anders sein und so miteinander in Gott verbunden bleiben. Es ist wie das Gebet, das man dem Reinhold Niebuhr, amerikanischen Theologe, zuschreibt. Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Amen. Christoph, merci vielmals für deine bedeutungsvolle, geniale Predigt über Ehe. Es hat mir sehr gut getan. Ich hoffe, dass es euch auch gut getan. Ich glaube, ich muss es nochmal lösen oder noch ein paar Mal lösen. Es ist so bedeutungsvoll gesehen. Ich würde dir und Cornelia noch etwas Kleines geben. Kannst du nochmal auf die Bühne kommen? Die sind meine Lieblingsschocke. Vielleicht könnt ihr das miteinander geniessen mit Tee von eurer Netflix in eurer Ehepaarzeit. Danke vielmals. Es ist 36. Die Kostbarkeiten. Wir können also für jedes Jahr. Habe ich auch nicht gemerkt, das sind genau 36. Eure 36. Ja, merci vielmals. Danke, dass du da bist. Danke. Wir haben eine neue Rubrik auf unserer Webseite, die heisst Verbindungen. In dieser Rubrik findest du verschiedene Zeugnisse, Videos, Clips, Fotos und einfach kreative Elemente. Und die Idee ist von der Rubrik, dass eben durch das wir mehr in Verbindung miteinander bleiben. In dieser Woche gehst du rein, schauen. Es gibt ein geniales, ermutigendes Video, Zeugnis und Fotos. Aber bevor wir jetzt in Lobpreis einsteigen, ich würde kurz ein Info euch geben für die Familie mit Kindern. Ihr dürft jetzt eure Kids von der Kids-Woche im August anmelden. Wir versuchen so weit jetzt, wir planen mit der Kids-Woche zu weiterfahren und das angestalten. Und falls wir das nicht machen können, dann werden wir euch informieren und die Kids-Woche absagen. Aber bis jetzt, wir planen weiter mit der Kids-Woche. Meldet eure Kids an. Und jetzt, wir können im Lobpreis einsteigen mit Gottes Segen von unserer Woche. Und ich bete, dass die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes so mit euch sei, mit euch bleiben. Im Namen Jesus. Amen.